A Link Between Worlds in Hyrule Warriors Legends. Naja, mal gucken, wie es heute so weitergehen wird. Mit einem neuen Einschnitt vor allem, einem neuen Abschnitt. Mit Yuga in der Rolle, die große Fusion, Licht und Finsternis. Okay, Superkräfte haben wir sogar beide. Und ja. Erstmal Yuga zeigen. Was mir gerade auffällt, war so von der Charaktereinteilung her, fehlt unten rechts noch ein Charakter. Ja, aber es kommt echt nichts mehr. Ich meine, der Legends ist eigentlich vorbei, auch mit allen Updates und so. Ja, was vielleicht noch kommen mag irgendwann. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ich glaube immer noch, dass irgendwie vielleicht eben mal so ein Hyrule Warriors DX oder so für die Switch möglich wäre. Aber, ansonsten. Ich überlege gerade, es gab sowieso noch einige Spiele, die es ja für die Wii U gab und nachher auch für. Gut, mittlerweile für die Switch geremastert wurde, eben halt DX und so hinten dran. Und Deluxe im Sinne von Mario Kart 8, aber es gab ja auch das ein oder andere Spiel, was ja von der Wii U auf den 3DS portiert wurde. Also ich finde auch, dass Yuga einfach weiblich klingt, der klingt nicht männlich. Nein! Nein! Boah, das war haarknapp. Hat aber einen guten Schaden mit seinem scheiß Bildzauber. Da frage ich mich auch, ob das mit dem Bildzauber, also mit dem Bildrahmen und so, ob das eine Anspielung auf Wind of Time ist wegen Phantomgänen. Frage ich mich halt einfach so. Trollololo. Ich troll ihn hier. Lalalala. Und gehe gleich auf Magic-Modus. Was gar nicht nötig ist. Ja, Yuga Level 50 haut ganz schön rein hier, so wie es aussieht. Also, ich dachte, er wird zu Yuga noch werden. Das war noch gerade ziemlich gut, wie ich finde. Eingesperrt. Zumindest sieht es gerade so aus. Okay, fehlt ja eigentlich nur noch ein großer Boss. Hier war und das mit Yuga. Jo, ich würde sagen, voll auf den Dicken. Kannst auch Link noch herholen. Obwohl, das hat Yuga ganz gut alleine hingekriegt. Ja! Ich weiß nicht, aber Yuga kommt echt als eine kleine Schwester von Ganondorf. Wenn ihr mich fragt, ja. So, als wäre er der neue Agnahim. Aber ja. Weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich wäre mit ihm einfach so als Oberschurke nicht warm, ich muss mal so sagen, ne? Auch von wegen, ja, Ganon wiederbelebt und Zombie-Ganon, yeah, ich bin dein Körper, geil. Und verleih mir 2 Driver-Segmente ein, geil, Mann, ne? Naja. Ja, und jetzt kommt Ganon zurück, oder wie darf ich jetzt die Szene verstehen? Der ist doch creepy, er ist so creepy, wie er nur creepy sein kann. Er ist der creepy Ganon, lalala. Naja.
So soll es sein. Wir kommen weiter. Es war ein Rang A. Sieg für uns. Das ist dir so geil. Muss ich hier was machen? Dass ich hier am Fels, oder? Wenn ich wegspringen müsste eigentlich. Deswegen habe ich hier da unten mal auch die Bombe, oder? Ah genau, und hier wurde ein Sandstab, um etwas für unseren guten Kumpel. Vulga gab ich, hä? Vulga hieß er. Wegen Vulvagia, war glaube ich eine Anspielung. Okay, ist doch scheißegal. Geht direkt hier weiter. Uff, scheiße. Oh, mit Ravio. Lieber Ravioli. Ja gut. Ja, mit Link muss es wieder schneller gehen, aber man muss einfach irgendwie durchkommen. So schnell es geht die Karte meistern und Ganon für ihn platt machen. Tschüss. Kann wir geben alles. Okay, Moment mal. Wir haben einen Link im Hasenkostüm, wir haben einen weiblichen Link. Was ist los hier? Das Spiel verarscht mich hier doch. Was ist die mittlere Festung? Brauche ich die Fee für irgendwas? Ein Schlachtfeld und eine Schönheit, was soll ich hier? Wie wär's mal mit Klappe halten? Was soll ich hier? Blöde Frage. Das war eine blöde Kuh. Ja, für mich ist Yuga weiblich. Scheiß drauf. Ich meine, Link hier in der Version, sag ich jetzt mal, eine Low-Rule halt oder Links-Version halt ein Feigling ist, dann ist Gandalfs Version halt weiblich. So, habe ich gesagt. Wie ich habe, ist da eine Feuerfee, oder? Ah, ne, ist eine Blitzfee, okay. Ich habe es falsch verstanden, das war nicht gewollt. So, sind die Hauptleute, ja. Bis halt Ganon da unten ist. Yuga, die feige Sau wohl eher. Oh. Also kommt nicht hoch. Gut, hole ich ihn halt. La 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 la. Im Hauptquartier geht es noch gut, beziehungsweise unter Schlüsselperson. Sieht so aus. Hier die Wehrfestung. Ja, setzt euch doch mal zur Wehr. La 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 la. Es ist die Nimbus Gardemann. Und die ist jetzt gleich sowas von down. Jo! Das war's. Hallo, tschüssi. Die Heiler wollen den Verwundeten von Yuga beistehen. Nee, tust du nicht. Du auch nicht, das ist Krieg, hier hilft keinem jemanden. Warum? Weil ich es sage, fertig, lustig, Amen. Ich muss irgendwie noch einen scheiß Master Key finden, wa? So, gleich nochmal, damit es schneller geht. Okay. Ist doch die alte Version, auch von wegen alle Hauptleute platt machen, damit das Tor aufgeht. Wäre natürlich lieber. Aktiviert trotzdem mal den Porter. Zack, so. Liebe Nimusgarde, lass euch bitte schnell besiegen, dann noch was anderes zu tun. Dankeschön und tschüss, Mann. Ich sage tschüss, Mann. Du musst schon auf mich hören, wenn ich dir etwas sage.
Boah, das ist ja schwerhörig. Aua! Hey, hat wehgetan. Tschüss. Ein schönes Asenkostüm. Schau mal die Tür auf. Yuga, ich bin hier. Ich will dich platt machen. Die scheiß Tür auf. Mach mal das Tor auf. Dankeschön. Ja, wohl natürlich die Katzen zu Yuga wäre jetzt cool gewesen. Egal. Yuga! Ich klopf dich weich, mein Schnitzel! Und jag dich in die Luft wie sonst was. Oh. Da hilft ja auch kein Schweifers mehr! Ups. Entschuldigung, ich wollte einen Kart und schnell treffen. Die rollende Bombe-Aktion. Bringt nicht viel. Geh mal hin, gut, dann muss ich mal weiter meinen Kompass suchen und so. Oder war doch der Quatsch? Im Kompass des Lichts. Ravioli. Victory. Schon klar, Ravio. Obwohl er eher aussieht, als würde er Möhren mögen. Versteht ihr, Möhren mögen? Ich weiß aber ein Witzbold. So. Das ist der Hammer. Ja. Der Rest ist eher scheiße. Was soll's. Immerhin Rang B war es noch, wahr? Jetzt müsste er weiterkommen, oben und links. Dankeschön. Ich habe den Hammer erhalten. Ich bin der richtige Hammer. Oh nee, nicht mit Route begrenzt, vergiss es. Ja, super, was ist jetzt los? Diese Begrenzmission schon wieder. Oh, wie ich die gehasst habe. Ernsthaft jetzt? Ja, nee. Scheiße. Ding habe ich früher immer gehasst. Gott sei Dank, ist nicht ganz begrenzt, ey. Ich kann dann auch umswitchen. Dankeschön. So. Ja, Freunde, das war jetzt, wie gesagt, der zweite Part. Der Part, wo es darum ging, ein bisschen Yuga zu zeigen und so. Jetzt, oder beziehungsweise am nächsten Part muss ich ein bisschen gucken, was der schnellste Weg zu Ganon wäre, wo es noch etwas Interessantes gäbe zum Zeigen natürlich auch und welche Mission ich halt offscreen machen soll. Um Zeit zu sparen halt. So. Magiesoldat, eigentlich kein Problem. Ravio, der Arsch der Nation. Oder der Feigling von Lovul, muss ich mal so sagen. Ja, dahinter fand ich eigentlich Link Between Worlds echt geil, dass halt alle Charaktere in die Spiegelbilder von sich selbst waren. Also ein Ravio heißt statt Link, aber noch nicht ganz verstanden. Irgendwie Ravio wegen, was sag ich, Englisch, Japanisch, eine andere Sprache für rechts oder so etwas. Wegen Link links, versteht ihr? Link, du musst sterben. Denn ich will es so. Dankeschön. Sind uns ermächtigt! Was heißt uns? Du machst gar nichts, Ariel. Du lässt dich nur entführen und
deinem Bruder gut zureden und so und bist furchtlos. Also eigentlich ist sie ja Linkle. Okay. Das könnte es vielleicht sein, war vielleicht ist Linkle ja Links Schwester. Nee. Egal. Trotzdem mal cool, wenn es mal ein Spiel geben würde, wo es Linkle gibt und auch in den Kompass noch. Ja, der Kompass wurde halt hier quasi erfunden, aber wäre schon cool, wenn es mal ein Zelda-Spiel geben würde, wo so ein Kompass, so ein... halt einen ähnlichen Kompass, sag ich jetzt mal. So. Das war's. Victory is Link! Habe gerade gesagt, dass Sieg gelingt ist. Das war, glaube ich, das Item für Ruto, oder? Könnte es irgendwie sein? Ja, es war für sie, okay. Also wie gesagt, wenn begrenzt heißt, dass es einfach der Hauptcharakter halt auf jeweiligen Charakter setzen muss. Aber dann der sekundäre ein anderer sein kann, habe ich eigentlich nichts dagegen. Aber wenn es irgendwie so ist, wegen, ja, du musst Darunia wählen. Wohl Darunia alte Schule, sag ich jetzt mal, oder? Und dann, super, und du hast nicht großartig trainiert und so. Sowas habe ich bei Hyrule Warriors immer gehasst. Immer. Jedes einzelne beschissene Mal. So. Was allerdings auch schon die dritte Mission hier. Wir kommen gut voran. Der letzte Part hat 25 Minuten gedauert. Ja, ich will ja eigentlich die Hyrule Warriors Parts ein bisschen kürzer halten. Ja gut, ich halte den Rest auch eher länger und so. Nee, geht eigentlich mehr darum, weil Hyrule Warriors bin ich noch ein bisschen wegen 3DS XL und so noch ein bisschen testen zum Aufnehmen. Und im Gegensatz zum Fire Emblem Let's Test eine Stunde ging, aber ich irgendwie, glaube ich, insgesamt hat 10 Stunden gebraucht zum Rendern. Ja, war ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber ja, ging nicht anders. Das will ich halt hier gerne anders haben. Okay, ja, wir brauchen einen Bildrahmen, geht gar nicht anders. Aha, nee, warte mal. War vielleicht doch nicht das richtige Item. Oh nee, ich muss was aussuchen, weil sie noch verarschen. Hey, das ist ein Kristallschalter, oder? Hä? Verarschen? Das ist doch ein Kristallschalter. Das ist kein Kristall. Entschuldigung, gar nicht weiter. Ja, das sind auch so Dinge, Freunde, weil jetzt muss ich ältere Missionen machen, um da die Items freizuschalten. So, das kotzt mich an. Deswegen mache ich natürlich Offscreen. Im nächsten Part also, wenn wir hier weitermachen, bin ich entweder schon bereit zum hier loslegen oder bin schon ein bisschen weiter, weil irgendwie, keine Ahnung, weil es uninteressante Sachen sind und ich weiß, wo es genau lang geht und so. Wir sehen es dann, wa? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.